Und dann Suleiman haben wir nicht mehr. Der hat noch ein paar gut gemacht. Gut. Komm, Wiki. Der Kerl dort kommt mir bekannt vor. Nee, jetzt nicht mehr. Ich muss gehen. Dieser Jan Jan-Tipp. Ja, aber mir war schon Athletik. Der fix. Mit um mich. Ist wohl ausgebrochen. Man nennt mich nicht umsonst den Djinn der Seide. Und ich stehe euch zur Verfügung. Der Meister der Seite. Und du was nice. Was sagst du, möchtest du mal tauschen? In weiß. Genießt euren Erwerb. Kommt bald wieder. Check das. Man hat nämlich auch den weißen Rächer. Und wie schaut es aus? Ist mein Revier. Und wem das Mit diesem nicht Ahmed? passt, der kriegt das mit mir zu tun. Der Austausch. Schlüssel gegen Sophia. Okay, Buben. Mein CD-Sammlung habe ich. Ja, und jetzt wiederum die Dome, oder? Über die Höhe, die Karten. Wobei geht. Der Austausch vom Friedhof oder was? Wobei, das sind meine Brüder. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren? So wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Und der Austausch. Der ist da vorne irgendwo. Strömt herbei, liebe Leute. Es ist nie zu spät, sich um seine Da rennt dabei, Gesundheit da rennt zu dabei. kümmern. Er ist rot besoffen, schön. Du reißt zusammen, gell? Er fliegen da kleine Fetzen.
Und jetzt mit Waffe. Was mich nicht jetzt? Habt ihr nicht entkommen? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn. Los! Nein! Stirb! Der fix. Stirb mir her. Bin doch beschäftigt. Hey Ahmed, hol mir Wo Fußball. ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio, nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Wenn ihr hier bleibt, muss ich euch töten. Bei der du, den Turm besteigen. Wo ist der Turm? Da ist er. Oh Gott, ich treppe mich. Die ist auf Zeit. In 2 Minuten Waffe. Die als Rentner. Oh, Ezio, das war schon nix. Die hackst noch mit dem Bruch. Nach dem Umzug wird es. Pass auf, ich habe mich gekonnt abgesprungen. Und ich bin voll erfreut. Jetzt ist weit. Ist weit. Sophia, Baby, wo bist denn? Damnation! Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Super, unten hängen sie es auf. Wo ist der Heibung? Seht du den? Oh Gott, wo ist das? Ich tue Hai. Germanik. Ja, Leute. Hab besten Sieg gehabt. Hätte ich gemeint, das Hai am Boden symbolisiert mir. Da hat drunter Haibund steht. Da ist er. Und die ist jetzt auf der anderen Seite drin. Fertig. Wer schießt denn da?
Also, wenn wir das schaffen, dann wieder Koppelkisten. 3 Lebenspunkte. So hängt's. Und jetzt? So, 4, Baby. Die hängt da rum. Seid ihr verletzt? Nein, nicht verletzt, aber sehr konfus. Ich wollte euch nicht da reinziehen. Es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein. Aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rennt! Wer die Männer sind, liegt mir an die Freund. So, wir fahren jetzt. Prinz Ahmed. Den Deppen. Der mit meiner CD-Sammlung Fast abgehauen. geschafft! Durchhalten! Oh Gott, ist er noch. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Beine abschütteln. Hey, die Pfeife da, aber da. Der Sonntagsfahrer. Und die nicht die Pfeife. Geht die Sau hin? Na, klappert noch. Seine Schrottkisten. Fred Ahmed, ich bin nur da. Halt stark! Langsam bin ich auf der Rotspur. Haltet durch, Sophia! Passt auf! Aber sie immer. Ezio! Ja, Mann, falschem sei Dank, bin ich nur da. Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht. Bleibt stark! Natürlich. Oh, Scheiße. Ein dramatisches Finale. Oh nein. Oh ja, Baby. Warum freut ihr auf? Tonic, bin ich dagegen geknallt. Au. Da wird ein bisschen knapp da. Isabelle, mir geht es gut. Da wird ein bisschen knapp. Soldaten, voraus! Ich sehe sie. Da gehen wir einen Dinger weg. Von meiner alten Braut. Jetzt hängen sie es auf, geht, da richten die Substicher. Vergebt mir. Sophia, ihr müsst aufpassen! Ich weiß. Seid bereit, Sophia! Mehr Soldaten! Und Gesundheit, Dennis schaut so gut aus, oder? Aber ich nicht mehr. Der denkt, wie sie auf. Und der Prinz Ahmed. Schneller! Aha, so ist er. Ezio.
Mauer. Oder? Weg von der Straße! Fix. Was tut ihr denn? Rutschkunden. Ich halte uns auf den Weg. Oh je. Platz machen. Eure Entschlossenheit wäre fast charmant, wenn sie nicht so ärgerlich wäre. So, ich da reise ich mich ab. Ich hätte eine Weltreise machen, bei Voltium. Zumindest über den Checkpoint. Ihr Kinder! Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Oh, Scheiße. Das hat weh. Ezio, seht! Der Rüppel Ahmed Du gibt warst mir ab. lange genug ein Dorn in Er meinem lässt sich Fleisch. Bruder. Wow! Geht, Ezio, mir geht's gut. Weil er wird nur per Luftkampf, gell? Und was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage Auf stelle jeden ich Fall mir habe ich wieder auch. meine CD-Sammlung. Aber ich glaube, ihr möchte was. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Süleymans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand.
Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Bill, gut dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Und da in der Matrix geht die Welt unter. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot! Geh! Geh! Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weit gereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Eine Heimkehr. Und wir sind jetzt Kommt, natürlich wieder beeilen! mal bei der Burg. Dieser Anstieg. È così bello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er Ich wurde wie vor Mechanik. Jahrtausenden Ich trinke nie Kaffee. gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahat. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet Da habe ich ein vorhin Haus. ein Credo. Runter kann er mehr. Wie lautet es? In Lost Place. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist,
hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Und ich wählte Sophia. Ja, pass auf. Wir marschieren jetzt in die Bibliothek. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen. Das Ende der Straße. Und die Schlüssel einsetzen. Macht ihr diese Lutz? Was hofft ihr hinter dieser Tür zu finden? Oh Gott. Wissen, hauptsächlich. Altair Pass auf, war ein Tippkrieger wäre tiefsinnig uns. und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Und rein kommt es auch noch. Oh Besorgt euch Gott. das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. Pass auf, mit dem Adler sind. Kann die Stimme? Man stimmt nicht. Was sagst du dazu? Schaut das gut aus? Das kann doch stimmen, oder? Oder kennen die alle da oben? Pokémon, ich hab's. War Kinderspiel. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Hey, Ezio. Ran an die Lieder. Irgendwann muss mal was gehen. Babe, gehst du mit? Scheinbar nicht. Jetzt war ich immer ganz weit auf die Bücher. Oh, das ist die Bibliothek. Da ruhe ich mich da schön. Schon ausgeräumt. Aha. Jetzt ist Altair hier höchstpersönlich. Keine Bücher. Kein Wissen. Nur du, Fratello mio. Requiescat in pace, Altair.
Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Pass auf, der Edenapfel. Der versteckt jetzt. Visionen und Nachrichten. Warum sitzt mit Von der Viere? denen, die vor uns leben. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Alter ihr? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wobei, ich bin wieder Altar hier. Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria. Maria? Wo? Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Und jetzt hat setzen ausruhen. Oder wie gesagt, setzen und abtreten. Den Edenapfel aufspüren. Ja gut, er ist da hinten. Noch ein Artefakt. Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst.
lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt höre. Kannst du mich hören, Ziffer? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Die Welt bebte für Tage.
Die Feuer brannten wochenlang, und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam, um aufzubauen, zu erneuern. Höre, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte, leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt, vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen.